Sie schuld ist als eine Person, die geplante Schulreform mit ganz viel Anteile verfolgt. Weil sie persönlich über diese Reform denkt, erklärt CSV-Deputiert an einem Interview mit Michael Frausing. Der war Turnprof am Lycée Hubert Clement. Und war das für erst eine Strophe sozusagen, an der Minat schaffen zu kommen? Nee, ganz bestimmt nicht. Ich meine, Flot von für an den Zuschulen parallel zu sehen. Und dann steht auf Englisch, war nicht von der Region auszumachen, aber echt Fleisch, dass den ein technischer Lycée war und dann der klassische Lycée. Ja, der sieht eigentlich von der jüngsten Deputierten an dem Gesteknäpchen haben viele Schüler gesagt, dass Politiker viel giffen, lavieren und rundherum schwatzen und dass viel Gift der Diskussion am Anfang ausgewischt gehen, für eben nicht müssen darauf zu antworten. Du hast Politiker mal gemein angeschaut, Gesteknäpsch selber, ich war als Politiker just Unterrichtsminister steht, mit die Dalvo Steres, mit ihren Conseillen, die effektiv probiert so gut wie möglich auf all die verschiedenen Fragen, die sie von den Schülern, natürlich auch von den Profen gestaltet wurden, zu antworten. Das ist nicht immer einfach. Ich meine, als Politiker, ja, das stößt nach vieles an und rund, weil vielleicht auch nicht für ihn immer so direkt weiß. Dann ist es natürlich auch so, dass ich als Politiker effektiv, weil es so viel Gehalt gibt, nicht im Terrain ist. Ich meine, ich war für ganz kurz nach an der Schule, das ist nach einem von den Jüngsten, weil doch viel drüber angeklungen ist. Aber die meisten sind schon ein bisschen lange effektiv aus dem System raus. Und dann ist es natürlich immer schwer, für du genau nach zu wissen, was läuft. Also die Kritik ist schon berechtigt. Aber ich denke, Politiker kriegen auch hier Informationen, sie holen sich die auch von Leuten vom Terrain, von Profen, von Direktoren und sie probieren das dann so gut wie möglich, wie eben ist, auch umzusetzen. Den Projet de loi ist ja gerecht gehen. Und ja, der schon nun der liest den da. Und wir wollten wissen, was dann noch am Anfang damit weiter geschieht. Also erstens mal, das ist nicht ein Projet de loi, das ist ein Avant-Projet de loi. Und schon noch schon gelesen, ich werde nicht recht lesen. Und der Minister steht ganz klar, sie wäre bereit, über alles noch zu schwatzen und zu verhandeln. Und natürlich hoffe ich, dass er doch so wird sehen. Ich denke, dass er doch so soll sehen. Sie wird sich nur konsultieren mit allen Leuten, die eben an der Schule konzerniert sind, wobei ich natürlich wissen muss, dass ich nicht ranggerecht machen kann. Wenn ich Gift alles wollen so anwenden, wie gefordert wird, dann hätte man ja nur eine Woche für die Schüler von über 40 Stunden. Weil eben natürlich ist das aus den Avant-Projekt do, aber das ist am Anfang just der größte Kader. Die wichtigsten Sachen, zum Beispiel die Kriterien der Promotion, wie können die Schüler weiter kann kompensieren oder nicht, wie viel Moyen brauchen. Alle guten die Sachen, die Gilo a Reglement Grand du Cour festgelöscht. Und wenn dann du irgendeinen Konsens fand geht, da werdet dann natürlich an Chamber gehen. Ja, die ganze Projekt ist ja, also der sieht ja eine Koalition mit ihnen, die Sozialisten, der schafft die zusammen, und der sieht du werden oder interagiert der auch mehr oder wie ist das da? Bislo hat mir do als CSV lo nach weiter nicht so richtig damals zu denen effektiv den als lo vom Unterrichtsminister ausgeschafft gehen. Aber natürlich sind wir Koalitionspartner und natürlich werden wir auch zur Stellung holen. Das heißt, wir haben nun mal aufgewacht, bis wir den Avant-Projekt hatten vom 5. Dezember. Und wir hatten schon verschiedene Reunionen bei uns in der Fraktion, auch mit der Minister, für wirklich auch als spezifisch Fragen, die wir zu dem Projekt hatten, noch können stellen. Und wir werden am Januar, Februar verstärkt mit den Leuten, die bei der Partei sind, die auch vom Enseignement betroffen sind, Rechtsspruch holen. Und da werden wir auch da als eine Meinung bilden und mit der Meinung auch rausgehen bei Leuten und natürlich auch mit dem Unterrichtsminister darüber schwatzen und gucken, inwiefern dass wir das Projekt so vielleicht auch gedreht kriegen, dass ein Konsens findet. Sie der dann innerhalb von ihrer Partei alle guten ein, wo den auf einem Projekt da ist, oder sind da Verschiedenheiten an den Meinungen? Natürlich sind da ganz viele verschiedene Meinungen, weil ich meine, am Bereich Schule, da gibt Meinungen immer auseinander. Jeder war selber an der Schule, jeder kann die an der Schule sind oder Bekannten, die am Enseignement sind. Und all die Leute, die haben etwas zu sagen, an die Sohne doch. Und das geht effektiv nicht immer in dieselbe Richtung. Schon mal an der Fraktion, wo wir zu nicht so viel sind, und dann innerhalb von der Partei auch. Ich meine, ich habe drüber gesagt, wir haben Membern, die am Enseignement sind. Und die haben auch da ganz eigene Meinung, wie vielleicht verschiedene andere, die das ganz vielleicht mal ein bisschen mit Aufstand vorbei gesehen. Und das wäre doch nicht so einfach Sinn, für sich da, für da einen Kompromiss zu kommen. An persönliche Meinung zur Reform zu dem Avant-Projekt, als das dieselbe ist wie die von der Madame Minister, oder wie denkt ihr darüber?
Ich muss so ja zu enger Reform mich denken, da sind sich für allem soll Zeit gehen. Meine Befürchtung ist, dass es Kind die Knie gebracht gehen. Ich meine, das bisschen das, was an der Reform von der Formation professionell geschieht, ist, weil ich zum Teil auch mal erlebt tun. Du meinst, schläft nicht alles, wie es soll, wie es kann laufen. Den ersten Punkt ist wirklich, dass sich muss bewusst gehen, was die Reform alles mit sich bringt. Sie verschiedene gute Inhalte, ich meine, den Travail Personal, also sech kein Schlachtsache, muss ich effektiv gucken, wie hin kann im Terrain realisiert gehen. Ich fand nicht alles immens gut. Ich denke trotzdem, dass etwas muss geschehen. Und da will ich auch so, dass es doch am Regierungsprogramm, am Koalitionsaufkommen ist, festgesagt gehen, dass es doch gegen zu einer Reform am Liste kommen und dass da auch verschiedene von den Sachen draufstehen, also mit den Modulen für den Schüler mehr Wahlfreiheiten zu lassen und so, da steht alles da dran. Und dann haben wir ein zweites Problem, wo ich meine, den ich noch muss berücksichtigen, dass man für uns 2 Jahre eine Reform an der Grundschule angefordert hat. Und die schaffen schon mit dem Kompetenzsystem und so weiter. Und die kommen nur in 2 Jahren, kommen die auf ZTM, die Schüler. Aber wenn die durch ein ganz anderes System kommen, dann haben wir auch ein Problem. Das heißt, das wirklich, es geht ganz weit, die Reform. Und ich denke einfach, wichtig ist, dass es sich muss Zeit geben, für sie ganz klar zu durchdenken. Noch einmal persönlich froh vielleicht. Ich meine, gesagt ihr und ein Beispiel von der Madame Minister, dass es vielleicht nicht einfach ist, eine Meinung zu vertreten und dass auch viele Leute immer gehen, die sind. Und was holt der du als Support, was gibt dir die Kraft im Moment, auch weil der aber ziemlich jung angefangen hat. Und das ist ja nicht einfach, war, du das durchzuhalten und das durchzuziehen. Ist das der Sport, ist das, ich weiß nicht. Ja, also ich denke, dass Minister im Moment effektiv keinen einfachen Stand hat. Mit der Reform dort geht viel auf sie geschossen. Effektiv, ich war auch schon in so Situationen. Ja, das natürlich an der Chambre war nicht immer einfach. Ich meine, nur als Jungen für sich nur Respekt zu verschaffen. Ich meine und ich hoffe, dass ich das wie so mal hinkriege und hinkriegen. Schon auf jeden Fall kein schlecht Gefühl dabei. Und ja, durch meine Erfahrungen am Sport, auf welchem Niveau, sowohl Niederlagen wie Succesen oder Verletzungen, ja, all die Sachen machen mich stark. Und das ist sicherlich eine gute Basis auch für an der Chambre meine Frau zu stehen. Okay, merci.